Herzlich willkommen bei Hobbykeller. Der Hobbykeller war eine Art Idee, dass ich probiere, ein nachhaltiges Angebot zu schaffen, das es vielleicht noch nicht gibt. Nämlich Räume anzubieten, wo man miteinander teilen kann, um Ressourcen zu sparen, um Geld zu sparen, wo wir dann eine Art zeigen, wie junge Leute nachhaltig coole Projekte umsetzen. Hat sich herausgestellt, das Interesse für das ist eigentlich relativ gering. Es haben zwar mega viele Leute cool gefunden und auch jetzt es hat ultra viele schöne Erlebnisse und Beziehungen sind aus dem entstanden und haben sich vertieft, wo ich brutal dankbar bin. Aber die Idee von Hobbykeller so auf die nachhaltige Schiene funktioniert aus meiner Sicht aus dem Grund nicht, weil es geht uns schlichtweg auf dem materiellen Weg zu gut. Wir haben zu wenig Zeit miteinander und in den Beziehungen miteinander. Aber solange mega viele billige Sachen noch rum sind, wo sich jeder einfach alles selber zusammenkaufen und sobald etwas kaputt geht, wird es einfach neu gekauft. Weil es ist ja dafür gemacht, dass es auch kaputt geht. Schnell spielt ja keine Rolle. Solange das noch so ist es mega schwierig, ein Angebot wirklich umzusetzen, wo die Leute miteinander so zusammenarbeiten und auch aufeinander Rücksicht nehmen, dass man sich absprechen muss, dass beim Teilen und so, wer darf was wann benutzen, welches Material und so weiter. Da ist das Bedürfnis leider einfach nicht um. Obwohl ich überzeugt bin, dass, wenn wir es irgendwie herbringen, einen bewussteren Umgang mit Material, indem es vielleicht eben politisch so reguliert, dass die Sachen, die mega viel Ressourcen verbrauchen, dass die auch ein bisschen teurer werden und die Sachen, die weniger Ressourcen verbrauchen, die effizient sind, dass die auch gefördert werden, dann wird so eine Idee wie das, was der Hobbykeller war, brutal relevant. Aber dann muss das niemand nachher probieren zu erzwingen, wie ich das jetzt versucht habe. Sondern dann ist das automatisch logisch, dass man Sachen wieder teilt. Weil dann hat man Qualität vor Quantität und so weiter. Auf jeden Fall ist das Projekt Hobbykeller so ein nachhaltiger Aspekt, wo ich es mal unbedingt machen wollte, vorbei. Ich weiss nicht, was sonst noch mit Hobbykeller mit der Idee passiert, weil es sind ja mega viele auch KünstlerInnen durch das so zusammenkommen, wo vielleicht mal wieder etwas entsteht. Oder wenn eben wir in den nächsten 5 Jahren hoffentlich Schritt weiter können in mehr naturfreundliche, mehr bewusste Konsumgewohnheiten und so in der Gesellschaft, dann können da mega coole Sachen entstehen und bin ich voll bereit, um das nachher mit euch umzusetzen zusammen. Gibt dann vielleicht auch wieder einen Podcast mit dem Benz und dem Gio, wo wir einfach irgendwie dummes Zeug reden und wo ich mich mega darauf freue. Aber meine Energie, die ich einsetzen will, um die Welt ein bisschen besser zu machen, um irgendwie einen Weg zu finden, wie wir als Gemeinschaft im Glarnerland zukunftsfähig anfangen zu leben, die setze ich jetzt im politischen Rahmen voll um, weil ich glaube, dass dort eigentlich die Hebel sind, die wir betätigen müssen, um das zu erreichen. Genau. Und wenn ihr Lust habt, mich auf dem Weg zu begleiten und mich zu unterstützen oder mit mir zusammen das zu machen und verfolgen, dann dürft ihr sehr gerne auf meinen Instagram-Account oder auf TikTok oder beim Podcast folgen, wo ich neu habe, wo Epikalu heisst. Und dort kommt ihr dann all das Zeugs mit über, wo es um die Zukunft retten geht. Genau. Yes, danke vielmals fürs Zuhören. Bis zu irgendwann einmal. Tschüss zusammen.